Ladies, seid ihr bereit für den zweiten Plan? Jetzt sind schon 2, 3, 4 Wochen vergangen, nachdem ich in den Urlaub gegangen bin. Und ich finde, jetzt ist wieder Zeit, dass wir ein bisschen was machen. Ein bisschen das Level erhöhen, also die Intensität erhöhen, den Schwierigkeitsgrad der Übungen. Und dann los geht's. Schaut, dass ihr euch einen Sessel vorbereitet, damit ihr danach nicht die Übungen unterbrechen müsst. Ihr müsst wieder auf die Uhr schauen, damit wir in der Zeit sind, plus minus 30 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause, plus minus, gell? Das ist die Übungen dauern. Wir starten gleich mit der ersten Übung, das ist das Walken, das kennt ihr alle, und zwar jetzt. Knie nach oben ziehen, Spannung im Bauch, aktivieren. Schaut drauf, dass wirklich die Körpermitte, der Körperkern aktiviert ist, dass eure Brustwirbelsäule nach vorne oder euer Brustkorb nach vorne schaut. Wir brauchen die Aktivierung im Kern, damit wir auch stabil sind von innen. Wir machen das Ganze jetzt noch 10 Sekunden. Und immer in die Spannung halten, die Knie nach oben ziehen. Wir machen noch 4, 3, 2, 1, Pause. Die zweite Runde, Squats. Ganz simpel nach oben, nach unten. Und nach hinten schieben, Bürgerverhältnis. Knopf. Gut. Spannung im Bauch halten. Nicht in die Überstreckung gehen. Jawohl. Wir machen jetzt noch 9 Sekunden. Für die Oberschenkelmuskulatur, der Po arbeitet auch ein bisschen mit. Wichtig ist auch, dass wir eben die Körperspannung bewahren und Pause. Trizeps-Dips. Los geht's. Spannung im Bauch halten, die Ferse sind am Boden abgestützt. Wir gehen in die Ellbogenbeuge und wieder nach oben. Ellbogenbeuge und nach oben. Ellbogenbeuge und nach oben für den Winkelarm. Chicken Wings. Trizeps wird jetzt hinten gekräftigt. Jawohl. Immer auf die Uhr schauen. Noch 5 Sekunden. Jawohl. Und Pause. Und dann starten wir mit der dynamischen Standwaage. Waage und wieder vor. Waage und wieder vor. Waage und wieder vor. Nach 15 Sekunden machen wir dann den Seitenwechsel. Bauchnabel nach innen ziehen. Wenn du so fit bist, kannst du auch ohne. Schau, ich mache jetzt. Vor. Und wir machen jetzt den Seitenwechsel. Und zurück. Und zurück. Jawohl. Gut. Und zurück. Und zurück. Jawohl. Nicht, dass ich die Zeit verkratzt. Pause. Den Sessel brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Stellung war ein bisschen weiter weg. Wir gehen jetzt runter in die Plank-Position. Ellbogen unterhalb vom Körper, die Halswirbelsäule in Verlängerung. Wir schieben mit unserem gesamten Körper nach vorne, nach hinten. Der Po ist in Verlängerung vom gesamten Körper. Wir haben die Spannung aktiviert im Bauch. Und wir schieben die ganze Längsachse nach vorne und nach hinten. Wie ein Brett. Wir machen noch 7 Sekunden oder 5 Sekunden jetzt. Noch 3. Noch 2. Und Pause. Wir bleiben gleich auf dem Boden. Jetzt machen wir es für den Rücken sehr anstrengend. Wir gehen auf Bauch, in die Bauchlage, nehmen die Arme nach vorne und starten mit dem Hacken, Paddling. Erstmal langsam, kleine Bewegungen, die Bewegung wird größer und schneller. Wichtig ist das Atmen, nicht die Luft anhalten, auch wenn es anstrengend ist. Und es ist anstrengend. Wir machen noch 8 Sekunden. Hacken, 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 hacken. Hacken, hacken, hacken. Super. Und dann Pause. Und jetzt geht wieder was für den Herz-Kreislauf.
Wir bewegen unsere Hüfte, und die Zehen sind am Boden und im Wechsel die Ferse abheben. Die Spannung im Bauch aktivieren, Brustkorb nach vorne schieben und wir sind in Bewegung. Bewegung, 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 Bewegung. Auch die Arme mitschlenkern, die Schultern mitschlenkern. Zack, zack, zack. Wir machen noch 9 Sekunden. Und noch 4, 3, 2, gut so. Und Pause. Es geht weiter wieder aus dem Oberschenkel. Den Po nach hinten schieben, den Bauchnabel zur Wirbelsäule, den Oberkörper nach vorne nehmen und auf und ab. Kleine Auf- und Abbewegung, kontrollierte Auf- und Abbewegung. Wir haben den Bauchnabel auch zur Wirbelsäule gezogen. Wir haben die Spannung im Bauch, im tiefen Inneren. Und noch 15 Sekunden. Ja? Schwitzen kommt schon. Wir machen noch 4 Sekunden. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Wir kommen nach oben und wir schütteln wieder alles durch. Wieder runter, auf die Seite. Achtet darauf, dass jetzt hier wieder die Grundspannung stimmt. Ellbogen unter Schulter, nach oben, ganz maximal und kleine Auf- und Abbewegungen machen. Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Jawohl, eine super Übung, Stabilisationsübung. Hier, alles ist aktiv, alles ist aktiv. Wir machen das Ganze jetzt noch 20 Sekunden. Auf und ab. Und dann kommt der Seitenwechsel. Auf und ab. Auf und ab. Spannung im Bauch halten. Auf und ab. Auf und ab. Und noch 4 Sekunden. Und wir wechseln die Seite. Wir machen nicht nach Pause, nur für den Seitenwechsel. Und dann geht es wieder los. Auf und ab. Auf und ab. Wir haben die Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen. Und ich spüre, wie ich schwitze. Auf und ab. Auf und ab. Spannung im Bauch halten. Gut so. Die Beckenspitzen sind übereinander. Wir haben hier die Spannung. Der Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen. Und knappe 10 Sekunden noch. Noch knappes 5 Sekunden. Und dann 2, 1. Pause. Und jetzt kommt. Wir gehen in die Liegestützposition. Modifizierte Burpees. Und vor und hoch. Zehenspitzen. Runter. Vor, hoch. Runter. Vor, Zehenspitzen. Spannung im Bauch. Vor, Zehenspitzen. Und schaut, dass der Popo parallel ist. Hoch und runter. Wir machen das Ganze nach 10 Sekunden. Oder 15. Ich weiß nicht ganz auswendig. Und hoch. Auf jeden Fall machen wir noch 2 Stück. Spannung im Bauch.